Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wir haben jetzt 1:45 in der Nacht. Ich habe morgen Schule. Ich bin jetzt die Podcast-Folge das zweite Mal aufnehmen, weil ich sie vorher aufgenommen habe. Ich war so nicht happy gewesen, wenn ich es gesagt habe. Was ich gesagt habe, ich weiß nicht. Und darum habe ich einfach gedacht, ich fange mal an. Yay. Und vor allem also es stresst mich im Fall so hart, dass die scheiß Couch, ich liebe die Couch, ich liebe sie wirklich, sie ist so nice, sie sieht so schön aus, sie ist so bequem. Aber jetzt gerade ist es irgendwie so, wie so ein altes Bett am Knacksen. Ich weiss nicht, hört ihr das? Ja, man hört es absolut nicht wahrscheinlich, aber scheißegal. Nein, aber wirklich, Mann. Oh, aber ja, ich bin ja schon langsam müde und durch. Darum, ich glaube, das wird eine lustige Podcast-Folge, Mann. Oh, und ich weiss ja gar nicht, ob der Can schon pennt. Aber, ja, ich erzähle mal kurz von meinem Lebensupdate. Ich habe eigentlich kein grosses Lebensupdate. Ich habe das Wochenende wirklich nicht viel gemacht, außer am Freitag. Ohne Witz, wenn ihr etwas mit euren Friends macht das. Es war so lustig gewesen. Ich bin mit meinen Lyon-Friends, also ich erzähle immer von meinen Lyon-Friends, die einen wissen es, ich war am Sprachaufenthalt, habe die kennengelernt, sind alle Schweizer und wir sind sie da Besties. Nein, keine Ahnung, wir sind so eine fixe Gruppe und sehen uns eigentlich gefühlt jede 3 Wochen. Und jetzt haben wir gedacht, wir gehen in so einen Kinder-Indoor-Spielplatz. Für die, okay, ich weiss jetzt voll nicht, ob ihr das kennt, aber mir im Raum Zürich ist das als Kind so ein mega Ding gewesen. Ich kann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch kennt, aber das Trampolino. Das war so ein Kinder-Indoor-Spielplatz gewesen und es war so geil gewesen, und du hast halt nur bis zu einem gewissen Alter dorthin gehen. Und es gibt in Bern eben auch eins, das heisst Kiddie Dome. Das habe ich nicht gekannt, aber ich habe es mal irgendwo auf TikTok gesehen und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie cool! Weil es gibt einmal im Monat so ein Ü18-Abend von irgendwie 7 bis 12 und also am Abend. Und es ist halt so cool, weil eben du kannst ab 18 kannst dort reingehen und du kannst auch wieder mal als Kind sein. Es gibt sogar ein Slushy mit Alkohol, also wirklich mega funny. Und es ist halt so cool. Also es gibt so Klettertürme mit so Hindernissen. Und es gibt ein Bällebad, es gibt Rutschbahnen, es gibt Trampolin, es gibt so alles. Und es ist halt so cool, weil ich habe mir schon lange gedacht, Alter, wieder mal ins Trampolin, das wäre so geil. Und ich habe mich so gefreut, einfach, weil wenn du ein Kind hast, kannst du wieder dort reingehen. Ich habe so, Alter, ich will nur Kind, so wieder dort reingehen. Aber auf jeden Fall, wir sind nachher in das Kiddie Dome gegangen und es war so lustig gewesen, weil ich mir vorstellen, du machst halt wieder mal Fangis. Und ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben Fangis gespielt habe. Es ist wirklich Ewigkeiten her. Wir haben sogar besprechen, was sind schon wieder die Regeln von Fangis. Weil, wenn du ja jemanden fängst, bist du nachher Aufhänger oder gehst du ins Gefängnis und jemand anderes kann dich retten. Oder ja, aber es war richtig, richtig lustig gewesen. Vor allem, weißt du, gerade durch die Klettertürme, wo dich so kannst verstecken und Hindernisse und es hat so Brücken und eben so Röhren. Also es war so lustig gewesen. Vor allem, Alter, ich bin dann einmal so der Nicht-Fänger, also der so geflüchtet ist. Und ich sage euch, ich bin halt so in meinem Modus von, Alter, ich hatte doch jetzt keine Lust zum Fänger sein, weil das ist der grösste Anschiss. Und ich bin gerannt wie ein Tier. Und dann kommt so, du musst dann halt so, hast so wie so einen Steg runtergehen. Und ich bin einfach runtergekommen. Und jetzt ist mein kleiner Zeh blau. Er ist einfach blau. Und das hat so weh gemacht. Aber es hat sich nicht mal gelohnt. Ich bin gleich gefangen worden. Aber das tut jetzt wirklich for real so weh. Vor allem, ich will da den Schneidersitz machen. Ich mache immer den Schneidersitz beim Podcast. Also kann ich auch so sitzen. Aber es tut so weh. Und ich habe gedacht, wir reden heute mal über ein mega spannendes Thema. Also ich habe euch auf Instagram gefragt, so ein bisschen wieder mal. Ich frage euch ja immer wieder ab und zu, was ihr für Themen wollt, was interessiert. Und es hat so eine Nachricht gehabt, wo ich so gelesen habe und bin so, oh mein Gott, ja. Das war genau auch so ein Struggle, den ich früher mega oft hatte. Und ich glaube, ich kann da recht viel dazu sagen. Darum habe ich verdammt Bock auf die Podcast-Folge, um über das Thema zu reden. Boah, jetzt habe ich die ganze Zeit Schluck auf. Was ist los, Alter? Jemand hat nämlich geschrieben, wie weiss man, ob man in der richtigen Beziehung ist? Und ich kann so ein Buch davon reden, weil ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir so in einer Beziehung sind. Jeder hat mal, hinterfragt mal seine Beziehung oder ist irgendwie unsicher und denkt sich, ist das jetzt wirklich das Richtige? Gibt es vielleicht doch etwas Besseres? Etc. Und ich muss sagen, ich hatte schon auch eine Phase gehabt, am Anfang der Beziehung, wo, ja, ich bin 17 gewesen, ich bin noch jung gewesen, es war so meine zweite richtige Beziehung gewesen. Und irgendwie, I don't know, ich bin halt selber so ein hart unsicherer Mensch gewesen, habe das Gefühl gehabt, niemand kann mich richtig lieben und du bist halt unsicher und keine Ahnung, irgendwie,
hat so viele Punkte gegeben, wo ich immer wieder mal einfach Beziehung hinterfragt habe und das Gefühl hatte, weiß ich nicht. Voll. Und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann ja gar nicht den genauen Punkt sagen, warum ich es nicht mehr habe. Zum einen wahrscheinlich, weil ich auch einfach erwachsen geworden bin, weil ich vielleicht ja, nicht mehr so die Struggles habe, die ich damals hatte. Aber auch, wir sind jetzt schon eben 5 Jahre zusammen. Du wachst irgendwie zusammen, du wachst, also Schweiß ist ja irgendwie auch zusammen und mittlerweile, so nach 5 Jahren, bin ich so sicher mit ihm und so happy mit ihm und bin nicht mehr an dem Punkt, wo ich so hinterfragen muss, ob es jetzt noch etwas Besseres gibt, weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann, weil er mich so hart happy macht. Also, keine Ahnung. Und darum, ja, ist bei mir halt, ja, keine Ahnung, bin ich jetzt fast eher so, holy shit, ich bin halt wirklich mal voll an dem Punkt gewesen, wo ich so voll war, oh mein Gott, ich weiss voll nicht, ob das jetzt richtig ist und halt mega hart unsicher. Und ich kann mir mega gut vorstellen, dass es viele draussen gibt, was es auch ist. Und ja, ich finde es halt schwierig, zu sagen, ich will Leute Angst nehmen oder das irgendwie wegnehmen, weil es kann ja auch mega gut sein, dass du halt wirklich in einer Beziehung bist, wo es vielleicht auch mega gut ist, dass du es hinterfragst, weil es vielleicht auch wirklich dir nicht gut tut und weil es vielleicht wirklich ein Red Flag ist und es dir vielleicht besser gehen, wenn du nicht in dieser Beziehung bist. Darum finde ich es halt so schwierig, jetzt gerade für die Allgemeinheit zu reden, weil eben, es kann ja genauso gut sein, dass du einfach ein Ultra-Overthinker bist, wie ich bin und eigentlich vielleicht in einer mega gesunden Beziehung bist, aber gerade einfach alles immer hinterfragst. Und darum finde ich es gerade so schwierig zum Abschätzen. Und darum habe ich mir überlegt, ich schreibe einfach mal ein paar Sachen auf oder ich erzähle euch von ein paar Sachen, die ich persönlich wichtig finde in einer Beziehung oder die Voraussetzung für eine gesunde, gute Beziehung finde. Und wenn ich diese Punkte so abhökeln und sagen ja, dann würde ich sagen, ist meine Beziehung eigentlich in einer Green Flag, in einem grünen Bereich, wo ich mir nicht Gedanken machen muss. Natürlich ist das schlussendlich meine Meinung. Ich glaube, jeder kann das so ein bisschen selber irgendwie so ein bisschen empfinden und ich kann schlussendlich dann selber sagen, ob ihr agreed mit meiner Meinung so. Voll. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, warum man eine Beziehung hinterfragen könnte. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Eben zum einen, wenn man vielleicht selber unsicher ist, Bindungsängste hat und ja, einfach so ein bisschen vielleicht auch Vertrauensprobleme hat, vielleicht von der Beziehung vorher oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es gibt halt mega viele Punkte, warum man unsicher sein könnte. Ich glaube, ein grosser Punkt ist auch, warum, also dass viele Leute das Gefühl haben, es gibt immer noch etwas Besseres. Also ich glaube, gerade in der heutigen Generation, was so easy ist, jemanden zu daten, im Sinne von, also es gibt Social Media, es gibt mehrere Dating-Apps, also du kannst halt wirklich heutzutage so easy jemanden finden, der von den Facts her auf dich abgestuft ist, so à la die gleichen Interessen und das. Ja, wo man vielleicht immer im Kopf hat, hey, vielleicht gibt es ja noch jemand Besseres, der auch das und das noch hat. Und da habe ich auch immer so ein bisschen gestruggelt, also wie, ich glaube, wenn du in so einer eigentlich gesunden Beziehung bist, dann ist es gleich normal, dass man nicht 100% 1:1 genau gleich ist und die gleichen Interessen hat, sondern gibt es immer auch, gerade am Anfang der Beziehung, halt auch viele Reibungspunkte, wo es vielleicht mal explodiert, wo man in dieser Streitphase ist. Ich habe ja schon immer gesagt, es gibt ja so ein bisschen die mehreren Phasen von der Beziehung. Zuerst gibt es so ein bisschen die glückliche, rosarote Brüllenphase, wo so das Kribbeln und das Schmetterling ist und es ist alles toll und es ist so aufregend. Und dann kommt irgendwann so eine Phase, wo man halt sich immer besser kennenlernt und ja, dann irgendwann mal die ersten Reibungspunkte kommen, wo man vielleicht mal so ein bisschen streitet, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und das ist eigentlich so die Phase, wo man in dem Moment so als mega schlimm sieht und gerade wo vielleicht auch die Phase ist, wo man vieles hinterfragt und denkt, hey, ist es überhaupt das Richtige? Wir streiten mega oft und das. Und natürlich kommt es in dem Moment darauf an, das kannst du nicht bei jeder Beziehung sagen, es kann natürlich auch mega gut sein, dass es dann auch wirklich gar nicht passt und dass man in dem Moment auseinandergeht, aber ich finde, es braucht auch ein bisschen die Streitphase, weil du dich in dem Moment einfach komplett kennenlernst. Du lernst vielleicht auch zu kommunizieren, du lernst, wie die andere Person tickt, wie sie funktioniert, was ihre Triggerpunkte sind, all das. Und ich habe das Gefühl, das ist so wichtig in einer Beziehung, dass du in dem Moment, du lernst dich so viel besser kennen und ich habe das Gefühl, nach einem Streit wachst du auch immer viel, viel mehr zusammen, als wenn du immer so an der Oberfläche kratzt. Und ja, also ich finde das so schwierig, du kannst es so nicht verallgemeinern. Es kommt natürlich auch mega darauf an, wie die Streitphase aussieht. Logischerweise, wenn sie auf einer respektlosen Art dann irgendwann ist oder sogar gewalttätig, dann rennen, so. Das ist ja nicht mein Point so, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe immer das Gefühl, viele sehen halt, wenn du in einer perfekten Beziehung bist, eigentlich oder in einer gesunden Beziehung, dass es halt dann auch Punkte gibt, wo nicht
wo halt zum Beispiel eben du unterschiedliche Interessen hast oder einfach gewisse Sachen nicht genauso sind, wie du dir deinen Traummann oder deine Traumfrau vorstellst. Und ich sage mir mal, das sind jetzt so 10%. Und in dem Moment siehst du halt nur die 10%, die 90%, die sind halt wie, die sind ja sowieso da, die sind so selbstverständlich, dass du die gar nicht mehr siehst. Und ich zum Beispiel habe das mega gehabt mit, weiss doch nicht, ich mache jetzt ein mega banales Beispiel. So, ich liebe Liebeskomödie als Film. Der Can kann es schon mit mir schauen, aber es ist nicht so sein Ding. Er liebt lieber Actionfilm oder Anime oder keine Ahnung was. Ich kann mit dem gar nicht anfangen. So, wir haben eine unterschiedliche Meinung, wir haben unterschiedliche Interessen. Und in meinem Kopf ist dann, oh mein Gott, vielleicht gibt es ja da draussen jemanden, der das voll cool findet, mit mir zu schauen. Und schon dann fängt man an, eine Beziehung hinterfragen. Und das ist echt so stupid, weil es ist so normal, dass du nicht bei allem 100% die gleichen Interessen hast. Und das ist vielleicht sogar gut, weil das bringt dir auch so ein bisschen die Abwechslung in die Beziehung. Ich weiss jetzt nicht, wie geil ich es fände, wenn ich alles genau mit dem Can 1:1 teilen würde. So, vor allem ist das nicht ein Grund, um eine Beziehung hinterfragen eigentlich. Dass man jetzt nicht die gleichen Filme zusammen schauen kann. So. Also ist ein mega banales Beispiel, aber einfach so, dass ihr wisst, was ich meine. Und ich habe voll das Gefühl, dass man in dem Moment eben so die 10% vermisst. Dann vielleicht jemand anderem bei der nächsten Person die 10% sieht und dann erst checkt, scheiße, die die anderen 90%, die fehlen jetzt irgendwie so voll. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Big Point, warum viele so ein bisschen hinterfragen. Und halt auch gerade so die externen Einflüsse. Also zum einen halt so Gesellschaft. So. Also auch ein Beispiel, in der Gesellschaft heisst es, er soll grösser sein als sie und das ist dann cute. Und man hat so das perfekte Bild, wie man zusammenpasst, eben, dass er soll grösser sein als sie und bla. Und dann fängst du vielleicht auch selber so ein bisschen an zweifeln von, hey, eigentlich ist alles perfekt in unserer Beziehung, wir verstehen uns super, wir lieben uns, es ist voll der Match, aber er ist kleiner. Und dann fängst du vielleicht an zu denken, oh mein Gott, was denkt jetzt vielleicht die Gesellschaft und dass wir nicht zusammenpassen. Und das ist echt so stupid, weil das Wichtigste ist, dass ihr happy sind und dass es passt. Und was die Gesellschaft denkt, ist eigentlich scheißegal. Ja, keine Ahnung. Oder ob er jünger ist oder weiss doch nicht. Das ist so stupid, die Gesellschaftsdinger. Ja, darum, das ist vielleicht auch ein grosser Punkt, warum es viele hinterfragen. Und halt auch so mit Beziehungen, mit anderen Beziehungen vergleichen. Also ich kann das selber auch mir kennen, dass du halt Beziehungen, dass du halt deine Beziehung mit Leuten von Social Media vergleichst oder mit Film. Und das kannst du halt einfach nicht vergleichen. Also ich merke es nur schon von mir selber. Ich poste ja auch nur die schönen Sachen von meiner Beziehung auf Social Media. Obviously. Ich würde jetzt nie ein TikTok posten, so, yo, Alter, der Can und ich haben gerade so Beef, Alter, schau mal. Also wie, keine Ahnung, das ist ja irgendwo dann auch privat. Was irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das so ein schwieriger Punkt, weil eigentlich finde ich es auch voll cool, einfach mal transparent zu sein und darum finde ich es auch mega wichtig, das euch zu sagen, dass es auch immer wieder mal Streit gibt und Differenzen gibt und Momente gibt, wo man nicht einer Meinung ist und wo man aneinander muss arbeiten, an der Beziehung muss arbeiten, dass es normal ist und dass es irgendwo auch wichtig ist. Aber man will es ja gleich auch nicht zeigen auf Social Media und ja, keine Ahnung. Ich habe gerade letzte ist mir so eine Situation passiert, wo ich mich so selber verwünscht habe, um so die perfekte Beziehung zu zeigen. Also normalerweise, ich bin jetzt voll offen. Ich hasse Kochen. Also nicht hassen, aber ich mache es nicht gern. Es ist zeitaufwendig und es ist mühsam. Du musst noch alles abwaschen, es schießt mich an. Der Can ist jemand, der mega gerne kocht. Der hat fast eine Kochlehre gemacht. Er kann auch hure gut kochen. Ich weiss nicht, es macht mir irgendwie auch ein bisschen Spass. So. Und er ist eigentlich der von uns zwei, der so gerne kocht und der oftmals halt auch kocht. Wenn ich koche, dann sind es halt fertige Nudeln oder so. Oder ein Spiegelei. Nein, Spaß. Aber ich weiss nicht, er ist wirklich der viel, viel mehr kocht in der Beziehung. Und letzte haben wir halt ausnahmsweise mal beide zusammen gekocht. Und ich habe mir dann voll überlegt, hey, es wäre jetzt voll cute, ein Video zu machen, so für die Story oder whatever, wo wir da zusammen am Kochen sind. Und ich habe nachher so gedacht, nein, wieso? Es wäre halt so fake, weil wir kochen nie zusammen. Immer er kocht. Und ich würde dann wahrscheinlich auch voll vermitteln, von, oh mein Gott, wir sind so cute, wir zusammen kochen. Und dann das andere sehen. Nur schon, wenn ich das selber bei jemand anderem würde sehen, würde ich so sein, oh mein Gott, die sind voll cute und zusammen kochen und bei uns ist das voll nicht so. Und das ist eigentlich, ich habe mich so selber halt verwünscht und habe dann gedacht, nein, also das kann ich nicht machen. Aber wenn es in dem Moment nicht fake ist, weil wir haben ja zusammen gekocht, aber das würde dann halt vielleicht so aussehen und vielleicht auch andere Menschen dann verunsichern. Ja, darum, das hat mir gerade selber gezeigt, dass jeder Mensch wahrscheinlich auch einfach nur das postet in der Öffentlichkeit, wo halt die schönen Momente sind. So, das machen wir ja alle irgendwie. Wir posten ja auf Insta auch nur die schönsten Bilder von uns und jetzt nicht, also
nicht ein Bild, das wir uns selber nicht schön finden oder das wir uns unvorteilhaft finden. Und so ist es ja genauso dann die Beziehungen auch. Genau, und auch Film. Da machst du ja, also wie eben, es sind ja Filme, die sind erfunden, die sind so gemacht und geplant, damit es romantic ist, damit es schön ist zum Anschauen, etc., weil man das halt will. Also, ja, es ist halt immer ein Film und es ist nicht echt. Und darum kannst du es irgendwie auch gar nicht mit deiner eigenen Beziehung vergleichen. Ja, genau, das würde ich sagen, sind so die Punkte, warum, oder zumindest was bei mir immer so ein bisschen Unsicherheit ausgelöst hat, wo ich mir vorstellen kann, dass auch viele Punkte bei euch so sind. Und eben, wie gesagt, ich habe jetzt mal so ein bisschen eine Auflistung gemacht von Punkten, wo ich würde sagen, das sind für mich Punkte, die ich wichtig finde in einer Beziehung. Ab dann ist für mich eine Green Flag Beziehung, dann ist alles im grünen Bereich. Und dann muss ich eigentlich mir jetzt nicht mega Gedanken machen, dass er oder sie eine Red Flag ist oder dass meine Beziehung komplett toxisch ist. So. Und ich muss sagen, wir fangen einfach mal an. Also eigentlich der absolut wichtigste Punkt in der Beziehung, und ich sage eigentlich auch immer wieder, ist Kommunikation. Und unter Kommunikation habe ich früher verstanden, miteinander reden. Oder auch mal das Problem so ein bisschen ansprechen, hey, ich habe einen schlechten Tag gehabt. Aber unter Kommunikation gehört noch so hart viel mehr. Gerade zum Beispiel Streit, Konflikt. Ich habe so hart lernen, wie du ich könnte eine ganze Podcast-Folge eigentlich darüber machen, wie in einer Beziehung kommunizieren. Und klar, ich bin auch an dem Punkt, wo ich das voll gut kann, jetzt perfekt, aber es ist so viel schwieriger, als man denkt. Also ich habe es so schwierig gefunden, wenn mich etwas in einer Beziehung stört, das anzusprechen. Weil ich bin allgemein ein Mensch, der sehr gerne vom Konflikt weggeht und mich nicht irgendwie konfrontiert. Als Streit, whatever, so. Ich kann lieber dem Ganzen aus dem Weg und sie mich reinfressen. Und das ist halt so dumm. Weil ich habe das mit dem Becherli schon immer mal gesagt, so, mein Becherli fühlt sich dann immer mehr und irgendwann explodiert es. Und dann habe ich das Gefühl, oh mein Gott, meine Beziehung ist so scheiße. Und das genau ist mir passiert. Und darum ist es wichtig, dass man miteinander reden kann. Dass wenn er oder sie, ich sage jetzt einfach mal er, weil es ist ein bisschen schwierig bei mir, in meinem Fall er, wenn er irgendetwas sagt, was mich irgendwie gerade verletzt hat, und dann habe ich mir in dem Moment immer so gedacht, oh mein Gott, nein, es wäre jetzt voll weird, das anzusprechen in dem Moment, weil er hat es ja wahrscheinlich nicht so gemeint oder so. Aber es ist voll wichtig, das anzusprechen. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, okay, in dem Fall nicht in dem Moment, dann machst du es halt später. Aber lieber sprichst du es an, als dich reinfressen und dann machst du es dann immer wieder. Dann sprichst du es mal halt an und dann sagst, hey, ich weiss, du hast gerade voll böse gemeint, aber ich merke so, dass mich das irgendwie voll verletzt hat. So. Und ich würde mir wünschen, so da. Ja, ich weiss nicht, also Kommunikation ist echt so ein riesen Ding. Eben gerade Sachen ansprechen, miteinander kommunizieren, Wünsche äußern, Bedürfnisse äußern. Gerade zum Beispiel auch eben das Thema mit, man wünscht sich Blumen. So, okay, klar, es ist vielleicht so ein Ding in der Gesellschaft, dass man vielleicht weiss, dass die eine Person vielleicht mal Blumen wünschen könnte. Aber man muss es auch kommunizieren, dass man das will. So, wenn du Blumen willst oder irgendetwas willst, wenn du Nähe brauchst, dann äußere das. Dann sag, hey, ich würde mich voll freuen, wenn ich mal Blumen bekomme. Einfach mal sagen. Ich weiss, man denkt in dem Moment immer so, eben gerade von dem Film her, dass es unromantisch ist und dass man ja will, dass es einfach checkt und nicht, dass man es muss sagen. Aber du musst halt auch deine Bedürfnisse können äußern und können sagen, was du denkst. Und das nervt mich auch so, wenn ich so TikToks sehe, wo ich mir einfach sage, red einfach. Gerade so das Ding von, ja, er muss herausfinden, warum ich jetzt hässig bin. Red einfach, sag einfach. Red, was deine Probleme sind. Wieso soll er es checken? Also wieso soll ich so fest in dich hineinschauen? Er ist ein anderer Mensch als du. Du hast andere Triggerpunkte. Also wie, zum Beispiel jetzt gerade beim Can, bei ihm gibt es vielleicht Sachen, die ihn triggern, die mich nicht wieder triggern. Wenn ich die bei ihm mache und ihn triggert, dann checke ich vielleicht in dem Moment nicht, warum sie nicht triggert, weil es mich selber nicht triggern. Also muss er mit mir kommunizieren, hey, mich triggert das. Damit ich kann checken, okay, ihn triggert das, beim nächsten Mal mache ich es nicht. So. Und darum ist viel wichtiger, einfach in dem Moment kommunizieren, sagen, hey, eben, das hat mich verletzt, hey, das hat mich gestört, hey, das würde ich mir wünschen in der Beziehung, hey, das fehlt mir in der Beziehung. Einfach kommunizieren, äußern, was man denkt. Das finde ich so hart wichtig. Und das ist für mich ein riesen Punkt, wo ich finde, ist eine gute Beziehung, dass man miteinander reden kann und nicht das toxische
hässig sein und eingeschnappt sein und davonlaufen und ignorieren und keine Ahnung was so, sondern einfach können miteinander reden. Ja. Ein weiterer Punkt, der ist eigentlich auch mega obvious und für mich so mega selbstverständlich, aber ich finde es gleich, es gehört dazu, ich muss es sagen, Vertrauen. Und ja, ich würde sagen, das ist allgemein so ein bisschen meine unpopular Opinion, weil ich habe ja schon TikToks gemacht mit dem Can und da ist mega viel Gegenwind gekommen, aber ich finde, Eifersucht ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Eifersucht an sich ist ja nicht unbedingt eine Red Flag, ich bin auch ab und zu eifersüchtig. Ich finde, die Frage ist, wie man damit umgeht, weil Eifersucht heisst eigentlich, also wenn ich eifersüchtig bin, sagt es ja viel, viel mehr über mich aus als über die andere Person. Natürlich kommt es darauf an, wenn die andere Person mir jetzt mega viel Gründe gibt, zum eifersüchtig zu sein, dann ist es nicht mein Problem so. Aber grundsätzlich, wenn alles gut ist in der Beziehung und es sind normale Situationen, heisst es ja eigentlich, dass ich ein unsicherer Mensch bin. Und dass ich eigentlich in dem Moment muss an mir arbeiten muss, dass es mein Problem ist. Und dass ich gerade eigentlich nicht vertraue. Und jetzt habe ich gerade voll meinen Faden verloren, Scheiße. Aber ja, auf jeden Fall, bei mir ist halt wie Eifersucht, wenn jemand so damit umgeht, dass er anfängt, Grenzen zu setzen, im Sinne von Sachen verbieten, so, hey, du darfst nicht in den Club, du darfst nicht mit deinen Girls in die Ferien, du darfst nicht das, dann wäre für mich Red Flag, dann wäre für mich das nicht im grünen Bereich. Das heisst, du vertraust mir nicht und das heisst, es ist kein Vertrauen da. Und das ist für mich halt auch einfach ein Basic für eine gute Beziehung, dass man einander kann vertrauen kann. Das muss man natürlich auch aufbauen, das ist nicht von Anfang an da, das ist mir so voll selbst, also das ist mir selber bewusst. Und das braucht natürlich auch Zeit bei den anderen, sogar vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das ist natürlich auch mega wichtig, dass man sich die Zeit nimmt in der Beziehung und dass man eben, wie gesagt, miteinander kann kommunizieren kann. Aber das ist auch ein mega, mega, mega wichtiger Punkt. Was auch wichtig ist, 100% sich selber können sein. Oh mein Gott. Ich weiss nicht, eben, wie gesagt, ich würde von mir sagen, ich habe 2 richtige Beziehungen gehabt. Ich habe auch schon eine Beziehung gehabt, wo ich eben ein halbes Jahr zusammen war, aber ich würde nicht sagen, dass ich dann mich selber sein kann. Vielleicht war es auch zu kurz gewesen, die Beziehung, um an den Punkt zu kommen, wo ich mich wirklich selber sein kann. Und eben, das braucht ja auch seine Zeit, dass man wirklich mal komplett kann sich selber sein kann. Aber das ist für mich so ein mega, mega wichtiger Punkt. Dass ich nicht Angst muss haben, um irgendwie gejudged zu werden oder irgendwie, weiss doch nicht, dass ich einfach so komplett kann mich selber sein und nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt irgendwie verstellen, damit ich ihm gefalle. Sondern dass ich weiss, der liebt mich so, ich bin. Ich kann auch komplett scheiße aussehen. Ich kann auch mal komplett weird sein und weiss doch nicht, meine Energie komplett rauslassen und rumgumpen und es ist scheißegal. So, das ist mir mega, mega wichtig, dass ich mich selber kann sein kann und dass ich auch über meine Gefühle kann reden kann, wenn ich gerade hässlich bin, über irgendjemanden so, dass ich das rauslassen kann und nicht irgendwie muss Angst haben, oh mein Gott, jetzt könnt ihr denken, ich bin da als crazy girl. Nein, weiss ich nicht. Dass ich wirklich kann mich selber sein. Aber eben, das ist auch immer am Anfang ist das immer so ein bisschen anders. Wenn man sich kennenlernt, dann ist mir zuerst immer noch so ein bisschen, dann kannst du ja noch nicht gerade 100% selber sein. So, das ist ja logisch. Aber eben nach einem gewissen Zeitchen sollte es dann schon langsam eintreffen, dass man immer mehr sich selber kann sein kann. Auch ein wichtiger Punkt, eben, das habe ich vorhin schon angesprochen, mit auch in schlechten Zeiten können füreinander da sein. Das denke ich wie so an der Hochzeit. Das heißt doch auch so, ja, dass man sonst Versprechen gibt, so wie in guten als auch in schlechten Zeiten. Aber es ist halt wirklich so. Also wie in guten Zeiten da sein, ist so einfach. Aber sobald es mal eben in der Beziehung eine schlechte Phase gibt oder sobald es jemandem mal komplett schlecht geht, vielleicht weil er psychische Probleme hat oder weil er, ich weiß es doch nicht, einfach in einer schlechten Zeit, das ist in dem Moment für die Beziehung auf jeden Fall eine Challenge. Hure schwer. Aber die ist machbar und man muss halt in dem Moment viel, viel, viel mehr kämpfen für die Beziehung. Aber ich finde es so, so wichtig und das ist für mich auf jeden Fall eine Green Flag in der Beziehung, dass wenn man in schlechten Zeiten auch gut füreinander da sein kann. Und eben vielleicht, auch wenn es mal eine schwierige Zeit für die andere Person ist, dass man in dem Moment da für die Person ist und halt in dem Moment, natürlich, wenn es in einer Beziehung normal ist, es Geben und es Nehmen ist, vielleicht in dem Moment mehr es Geben ist als es Nehmen. Ja, voll. Das ist auch für mich ein mega, mega wichtiger Punkt. Eben gerade wenn man jetzt auch in einer Streitphase ist. Gerade in dieser Anfangsphase, dass man das zusammen besteht, dass man das eigentlich als Team sieht, von hey, eben, wir sind jetzt gerade in dieser Streitphase, das ist okay. Aber dass man eigentlich immer noch zusammen als Team das sieht, dass man das zusammen besiegt. So. Ja. Jetzt kommt ein mega random Punkt. Ich rede damals mit meiner Kollegin darüber, weil sie ist auch in einer Beziehung. Und wir haben auch schon über das geredet und haben gedacht, das ist für uns eigentlich so ein Punkt, wo so ist, wenn das in der Beziehung ist, dann ist das ein Green Flag. Und ich kann nicht für alle sprechen, weil es gibt safe auch Beziehungen, wo
Green Flag sind, beziehungsweise wo man glücklich ist und wo gut ist, wo man das nicht hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Ding, ob man das will in der Beziehung oder nicht. Aber ich weiss gar nicht, wie man das sagen. Aber so das Babeln, so das kindliche Cringe. Ich glaube, viele, die noch nie eine Beziehung haben, finden das übel cringe. Also ich weiß nicht, aber meine Kollegin war auch lange nicht in einer Beziehung gewesen, und sie hat das bei mir so hart cringe gefunden. Sie hat mich so judged für das. So, sie hat gesagt, sie will das niemals machen. Und so, ich komme voll auf den Punkt. Jetzt ist sie für eine Beziehung gemacht das, und muss so ein bisschen im Nachhinein über sich selber lachen, dass sie das so gedacht hat. Aber eben so das Babeln, so das, wie soll ich das sagen? Aber so das Kindliche sein, das, ich kann es halt voll nicht nachmachen. Du hast so deine eigene Sprache mit deinem Partner und kannst halt voll rumblödeln. Ja, ich weiss gar nicht, sollen wir für das eine Abstimmung machen? Das würde mich echt wundern, wie viele von euch so ein bisschen das Babeln in der Beziehung machen, weil das für mich gehört das ein bisschen zu einer Beziehung, dass ich so kann mich selber sein irgendwie. Ich brauche das. Ich muss so, wenn ich so den ganzen Tag so eine Independent Woman bin, so eine Studentin, die so voll souverän ist, muss ich heimkommen und können ein Kind sein und können abschalten und einfach so, ich weiß nicht, es ist gerade übel cringe, ich kann das nicht nachmachen. Aber ich brauche das irgendwie. Aber eben, ich kann jetzt auch nicht für alle Beziehungen reden, natürlich gibt es auch da, ist auch eine gesunde Beziehung und eine gute Beziehung, wenn du das nicht machst. So. Aber bei mir ist das irgendwie so ein Punkt. Ja, darum bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da abstimmt. Voll. Auch ein Punkt, ich finde es mega wichtig, dass er gleichzeitig auch dein bester Freund oder eben deine beste Freundin ist. So, nicht einfach nur Beziehung, sondern wirklich auch einfach, eben, du kannst der Person alles erzählen, die Person weiss eigentlich auch alles über dich, die haben nicht irgendwie ein Geheimnis voneinander, die sind einfach wie Best Friends auch, natürlich mit Liebe. Aber für mich ist es schon logisch, wie es auch mein bester Freund so, eben, wir haben so viel Spass, bla, so, und das gehört für mich auch dazu. Ja. Dann auch wieder ein Punkt, der irgendwie selbstverständlich ist, aber wo man gleich muss sagen, dass man Respekt voreinander hat, dass man irgendwie auf Augenhöhe ist, dass man auch wie die andere Person respektiert und also wie auch Bedürfnis und Gefühl von der anderen Person ernst nimmt und nicht irgendwie so, ist halt dieses Ding, ist halt dieses Problem so, sondern wirklich ernst nimmt, eben auch Bedürfnis, wenn die andere Person sagt, hey, ich würde mir das mehr wünschen von dir, dass man das ernst nimmt, dass man auch sich selber arbeiten kann, eben, dass man den Respekt hat gegenüber, und sowieso mit Respekt ist natürlich auch klar, eben, dass niemals so auf Ernst beleidigen oder wirklich so auf die Art unter die Gürtellinie kommen oder Grenzen überschreiten von der anderen Person. Das ist für mich eigentlich so ein ganz klarer Punkt, aber ist gleich auch wichtig für mich so zu erwähnen. Ja. Und der letzte Punkt, den ich auch mega wichtig finde in einer Beziehung, sind so ähnliche Werte und Ziele haben. Was irgendwie schwierig ist, weil man verändert sich in der Beziehung immer mal wieder und so. Und gerade wenn man jünger ist, dann haben wir jetzt vielleicht noch nicht so selber komplette Ziele. Ich bin jetzt auch noch nicht am Punkt, wo ich kann sagen, meine Ziele fürs Leben sind das und das. Aber es gibt ja gleich so gewisse Sachen, wo man, oder vielleicht Weltansicht oder Ansichten, die man hat. Und da ist für mich, glaube ich, schon auch wichtig, dass man da so ein bisschen ähnliche Werte haben. Also so ein Beispiel, ich bin jetzt Vegetarierin, ich glaube, ich fände es jetzt ein bisschen weird, oder ich würde es nicht so passend finden, mit jemandem zusammen zu sein, der da jetzt komplett das gar nicht nachvollziehen kann und komplett ist so, oh mein Gott, scheiß Vegetarier. Also ich weiß doch nicht. Ja gut, eben, das ist ja irgendwie auch logisch so. Aber gleich, das ist für mich schon auch ein Punkt, wo irgendwie für mich wichtig ist. Ist jetzt schwierig zu sagen, ob das so ein Punkt ist, zu sagen, nur dann ist Beziehung, dann ist man glücklich in der Beziehung oder dann ist es so eine richtige Beziehung, weil man kann ja immer noch daran arbeiten. Also ein gutes Beispiel, das Can und ich uns kennengelernt haben, hat es mega viel eben so Explosionen gegeben, weil wir unterschiedliche Meinungen sind, weil wir halt komplett unterschiedlich aufgewachsen sind. So, er ist eben, wie gesagt, in einer Montessori-Schule aufgewachsen, ich in einer normalen, so staatlichen Schule. Und er hat halt die Meinung von der Montessori, ich habe die Meinung von der Staatsschule, dass das richtig ist und dass das richtig ist. Und ich bin zum Beispiel halt auch voll noch nicht in dem Alter gewesen, wo ich meine eigene Meinung gebildet habe, sondern habe einfach die Meinung von meinen Eltern übernommen, was auch voll okay ist so. Aber ja, dann hat es halt einfach viel mehr Punkte gegeben, wo wir auch unterschiedlich sind und was vielleicht auch viel Potenzial hat, zum noch, vielleicht Meinungen ändern. Also wie gesagt, ich habe die Weltsicht einfach von meinen Eltern gehabt, habe das noch nie hinterfragt oder bin mal auf die Idee gekommen, um das mal eben hinterfragen und mal eine andere Meinung anzuhören. Und eben, es gibt auch viele Sachen, die ich vom Can lernen konnte, wo ich mittlerweile
eben auch anders gesehen und wir sind viel, viel, viel mehr gleicher Meinung jetzt, haben gleiche Weltansichten wie vor 5 Jahren. Voll, weil wir uns beide weiterentwickelt haben, weil wir beide irgendwie erwachsen worden sind, weil wir vielleicht auch gegenseitig uns beeinflusst haben, in einem positiven Sinn, sage ich mal. Voll. Ja, das wären eigentlich so ein bisschen meine Punkte, würde ich sagen. Ich kann jetzt mega gerne mal eure Punkte in die Kommentare schreiben, was für euch wichtig ist in einer Beziehung oder was ihr so als Green Flag seht, im Sinne von, das ist für euch eine richtige Beziehung, ja, so eine gesunde Beziehung. Voll. Ich muss jetzt dringend schlafen, weil es ist jetzt schon 2 gewesen und ich muss dringend pennen und ich muss jetzt das ganze Zeug noch abräumen. Weil ich weiss gar nicht, ob ihr das wisst, aber es ist jetzt immer so ein hohes Prozedere, das ganze Zeug aufstellen für den Podcast. Ich muss zuerst mal die Kamera da installieren, das Stativ, das muss ich anpassen, dann muss die Kamera eingestellt werden, der Fokus etc. Hinten dran steht das Licht, das auch auf dem Stativ steht, das muss auch eingestellt werden. Da ist ein Laptop, wo muss eingesteckt werden. Da geht es aber zum oh, ich habe den Namen vergessen. Ist ja gleich, da, mit Mikrofon und allem. Es ist ein Aufwand. Es braucht sich so 10 Minuten zum Auf... Ja, ist okay, das ist nicht so viel. Aber ist ja egal, ich bin auch müde, ich muss jetzt schlafen. Und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren und schaut bitte, bitte gerne... Oh nein! Oh mein Gott, ich muss es unbedingt noch sagen. Ich habe mir das vorgenommen, in der nächsten Podcast-Folge zu sagen. Friends, es gibt noch ein riesiges Update. Das habe ich vorhin am Anfang gesagt. Aber ich bin nominiert. Oh mein Gott, jetzt habe ich den Podcast ein Jahr lang, in Mitte März, glaube ich, habe ich die erste Podcast-Folge aufgeladen. Ich glaube, das ist die 51. Folge, also nächste Woche. Ich mache genau ein Jahr lang einen Podcast, weil ich habe jede Woche einen Podcast aufgeladen. Ja, darum, vielleicht muss es sogar eine Special-Folge geben, holy shit, wo man über das ganze Jahr redet. Aber ich muss mal schauen. Auf jeden Fall bin ich nominiert bei den Swiss Podcasts, also... Ich weiss nicht, aber es hat auf jeden Fall ein paar Leute von euch gegeben, die mich vorgeschlagen haben. Darum merci viel mal. Ich bin mega, mega hyped, ihr wisst nicht. Und man kann jetzt abstimmen für mich. Also man muss, wie soll ich das jetzt erklären? Ich tue auf jeden Fall immer wieder einen Link bei mir in die Story auf den Snuni-Pause-Podcast und dann könnt ihr einfach draufklicken, ein bisschen abscrollen und jetzt auf den Daumen draufdrücken und dann habt ihr schon für mich abgestimmt. Das kannst du auch jeden Tag machen. Darum bitte, bitte stimmt für mich ab. Ich würde mich mega, mega freuen. Natürlich, wenn euch der Podcast gefällt. Also ich nehme mal an, wenn ihr bis dahin gehört habt, dann findet ihr auf jeden Fall super cool und würdet abstimmen. Darum, ja, würde mich mega freuen, wenn ihr das noch machen. Und ich höre jetzt auf, endlich zu labern und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!